Kapitel 14 England noch einmal. In ein Licht blickst in der Düsternis. John wirkt plötzlich ab, mit speckende Weide in sein Bein und sein Bauch, und riecht verbranntes Fleisch. Hüpst von da, wo geschlafen hat, von dat Boot rauf in dat Water nein. Aber fängt, dat gleich können mit seinen Beinen stankern, wie in der grote Weide. Ging unja, en bald kwam weer fair, en hoelde laf ab, en ging dan weer unja. Als zum tweede Mal fair kwam, dan speer den Strang, wat nen geschmeten wie im Water, en pakte an, en leidt sich im Water uittragen. Als am über Kant raakten, dan beschwimmt von der grote Weide. Kwam weer te Besinnung, als seine Kleider opruiten, du wo de Wind weer. John leert Lothar, dat einer von der ab dat Boot hat seine Tabakpiep angesteckt mit einem Schwefel. In ein von den Sparks hat John sein Scheitpulver angesteckt, wat in ein Taschje hat, sich ramgeschnallt. Dat kleine Taschje wie abgeknallt in ein Vierball und hat John so verbrannt, dat nu wünscht, wir im Riefer verdranken. So ne grote Weide hat John wart dat meist nicht mal an. Als die wat op dat Boot wären, sich terugspouten naar de Jamesstad, sein John sein Leben zu raden. Sie merken dort, bei der Jamesstad, aber du wir nicht viel halb, als bitte mit Heilungseil, wat so bitterlich weiter, dat John wundert, als dort wird wir die zu brauchen. Dat verbrannte wie so arg, dat John nicht mal gehen kann. Und kann nicht klar denken, wegen der grote Weide. Der Mann ab dieser Kolonie, sehen, dat wird seinen Trainer England reisen, wo die Doktors am beter behandeln können. In dem Raum stund John und B. Wisst dat, wird nicht zu brücken sein für eine lange Zeit hier ab dieser Kolonie. Den 4. Oktober 1609 wird John dann ab der Chap Unity abgedreht. Die 570 Kolonisten von der Jamesstad wären gekommen und kickten sie als verleiht. Und ein Teil von die wussten nicht, wo sie sich fühlen sollen. Die 20 ungefähr, wo mit John was wären ganz vom Anfang an, roden, ohne sich zu schämen. Während einige andere aber, wo du nie wären ab der Kolonie, sich freuen, dass sie so streng Mensch los wären. John war dort aber meist nicht mal an, als ward ab der Chappen abgedreht. Können sich noch grüß so viel im Bett anrichten, dat die Kanten vom Riefer sein können, in Chesapeake Bay, als dat langsam verschwand, wenn am Meer abseilt. John muss diese 8 weg, Seelen uithalen, mit grote Weide. Und als der Unity-Ship an der Kant bei Blackwell in London ankam, dann freut sich, dat darauf kann. Wenn selbst es noch nicht gehen kann, und muss geholfen worden. Von da rennt John sich in Stelle, wo Buben sie am drehen können, und hat sich in Haus gerannt, wo können wohnen für diese nächste Zeit. Dort wird nicht sehr viel, bloß eine Stube mit ein Bad in ein Stall, aber dort wird alles, was John braucht. John nimmt sich ein Jung an, was für ihn immer wird dort Eten bringen, und fängt auch ein Doktor, was jedes Morgens wird nach ihm kommen, seine Wunde zu besorgen. Das wird nicht so ein Willkommen-Trei, als was John sich wird verdient haben. Aber wir einfach nicht stark genug, dass können Raum fahren, reden hören und Mahlzeiten eten mit der groten Männer. John hat sein 30. Geburtstag allein in seiner Stube und wundert, was die Zukunft für ihn wird haben. Wie langsam werden John seine Beine besser. Und fängt an zu wundern, was in der Welt Ramme am wir, besitzt das kleine Häuschen, wo nu wohnt. Ein von der Kapitäns, wo wir bei Jamestown was, größtenteils 3, kam John besiegen. John war überrascht, als am vertalt ward, dass ein von der schriebend, was hat mit der Phoenix 3 in England geschickt, wird gestellt worden aus dem Buch, und wir nu als ein von der meist verkauften Bücher. John war erstaunt über diese Neuigkeit. John kam bald in Kontakt mit denen, wer die Bücher verkauft hat, und der vertelt ihm, dass John hatte all über 1000
Pfund in Geld, wat hij te krijgen had voor de beker. Dat geld helpt John dat hij kan waren op een been komen. Plus 3 maanden later, nadat hij naar Engeland gekommen was, fang hij aan om te reizen en welche vrienden te bezoeken. Ook sogar Richard Hakluyt. Hij traf sogar dat Kapitel van de Virginia Company en hij kon zijn oor onder controle houden. Als hij maar einmal ware erklärt, hoe schwierig dat weer, de kolonieterran zoals zij dat van hier verlangden. John zei hem vooruit al, dat de Jamesstad würde in Trouble zijn, wenn sie nicht würden abhören, die merken ne Gold sägen, en lieber Arbeiter dahin schicken, en es steht grouche Männer, du so Kolonisten zu sein. Dat Kapitel horcht geduldig tau, aber dort würde noch ein ganzes Jahr dauern, der dort würden verstehen können, was John gesagt hat. Dat wir sehr diese Zeit, als John dort anwart, dat für die Kolonie sehr schlecht gegangen wäre, sobald heute wir wach gewesen. Der neue Lehrer hat gemeint, muss nie Hacker angesehen worden, und er hat sich dann die Freiheit genommen, kriegt dort uit de etwa Komma zu nehmen, was am jankert. Als Chief Plautdietsch dort anwart, dat John dann nicht mehr wäre, dann sah er eine Möglichkeit, diese europäischen Menschen von seinem Land raufzuschaffen. Er fang an, indem er 17 Stück Doutmilch, was in engste längs Briefe geschickt werden, durch eine frische Kolonie anzufangen. Bei diesen Zeit wird du all nicht genug eten, für die Kolonie zu überwintern, und so muss John Radcliffe, kriegen was Chief Plautdietsch getan hat, sein mit Amschacherien zu treiben, dass sie würden eten kriegen. John Radcliffe muss aber mit sein Leben betalen. Chief Plautdietsch hat kein Mut, diese Kolonie wieder zu halten, und er hat Radcliffe doodgemerkt. Die Situation auf dieser Jamesstad wird busig immer schlimmer. Aber die Kolonisten mussten Eremiten in Huing eten, roten und schließlich das Lara von ihrer Schau. Uit voller Not kam angesehen, dass sie ihre Mitpartner, die gestorben wären, aufhängen zu eten. Bei der Zeit, wo das erste Schab kam mit etwa, wären von den 570, die gewesen wären, als John da noch gewesen wäre, mal 61 übergeblieben. John war erschrocken, als er das hört. John kann sich bloß vorstellen, was würde alles passiert sein, in der Zeit, wo die 500 Stück umgekommen wären, in der Zeit, was sie nannten, der Hungerstat. Traurig, mein John, dass so viele auf der Kolonie hatten müssen sterben, bloß wegen jetzt hier Lehrer, was nicht verstehen, anzuleiten. Danach, John glaubt immer noch an Kolonien abstellen und hat dort sein Bestes, die Idee wieder zu spreiden in England. Wen er hat gleich gehabt mit seinem ersten Buch geschrieben, schreibt John noch ein, der Landkarte von Virginia. Als das Buch in 1612 rausgegeben wird, werden du auch ein Teil neugierig noch. Und ein Teil Menschen wollen auch gleich uitfangen, als einer, der will eine Kolonie anfangen. John vermisst das auch, aber er weiß dass Lord Delaware, der Lehrer von der Kapitel, wird am nicht willkommen heißen. So in der steht, treten John seine Gedanken nach Norden von Chesapeake Bay durch Meier auszuforschen. Das kleine bisschen, was sie wussten von der Gegenden, wie von einer 1602, als Kapitän Gosnold durchgewasst wäre, und Luther Kapitän George Weymouth an 1605. Der Trouble wäre, dass die 2 Landkarten, was jeder gemerkt hat, stimmten gleich, meist ab jeder Stern. John ward an, dass eine feine Landkarte haben, von all den Inseln und Kanten vom Wasser, wie wichtig, um eine neue Kolonie anzufangen, und du nahm er sich vor, dass der rechte Landkarte malen wird. John sein schwierigstes wäre, einzufangen, wer für arm wird Geld allein. Und dann kam er bald auf eine einfache Idee. Im Nordatlantischen Ozean werden ein Teil Walfisch, Tunas, Cod, und warum dann nicht Fisch greifen und dann kommen und die verkaufen. Dort wird es noch Verdienst geben, seine Reise zu bezahlen. Und mit der Idee ging John eine mehrere Männer, sein, als sie würden interessiert sein für sind.
Die Gedei interessiert de Manna. In Bild hat hij zoveel geld taub, dat hij kunt 2 Schaps kopen. Wat im März 1614, dann wird John Roy mit diese 2 Schap, Francis und Queen Anne. 2 kleine, feierkonnte Schap, wat leicht busig auf dem Wasser schwammten. En ook de beste Seelmannen, wat England te beiden hat. Ab de Schap boven wären ook 2 Indians, wat Kapitein Weymouth 9 Jahre 3 vastgenommen hat und mit nach England gebracht. John mög ein Bund mit ein von die. In Indien, sie noemen wir Squanto. Wenn die 2 Indians am würden halten, längs de Kant vom Wasser te fangen alle wehen, dann würde er an 3 bringen nach Deutschland, oder er würde 3 reisen nach England. Und in 3. März 1614, de Francis und de Queen Anne seilten los, mit 45 Mann alles taub. En ze schwinsen op dat opene Wasser napkam, kam sie einen gewaltigen Sturm an. Die Schap wären aber stark genug, den Sturm zu verdrehen, und so seilten sie wieder im Westen an. Das ewige Part von ihrer Reise war nicht zu schwierig. Im Bild können John Land sein, wie Newfoundland, als das Mitte April war. Wolfisch wäre nicht zu sein, und deswegen entschloss John sich, mal uitzufangen, als sie greifen können. Dort, was er gedacht hat, was wird leicht sein, kam aber der Raum wie ganz schwierig. John ward an, dass diese Tiere werden sehr schwer zu greifen. Wenigstens mit dort Gerätschaft, was sie da haben. Und so entschloss John sich, den Plan abzugeben, dass sie würden Wolfisch nach England bringen. So deuten sie dann bloß noch Tuna und Kod greifen und mögen ihre Schab voll davon. Dort gab er dann meine Zeit, ne Landkarte zu merken von der Kant von der Wasser. Als sie wären losgereist, dann hat John mehrere kleine Boots eingenommen und die ab der Schappen ab. Nu stellt er die Arbeiter an, den Top zu stellen, sodass sie die dann brücken können, längs der Riefisch zu schwammen und das Land wieder zu besein von ab der Riefisch. Das Ganze ging nur krack zu finden, als John sich festgestellt hat. In bloß 3 Monaten kann John diese ganze Streep von Nova Scotia, New Brunswick und Rhode Island ganz abmalen. Diese ganze Streep, was sie hatten aufgemalt, nannt John nie England. Und er gab auch zu den kleineren Städten Nomes. Und ja, da wären auch Cape Cod, wenn's du hatten sie so viel von dieser Art Fisch gecatcht. In einer Stadt nannt er Cape Alexander. Nur den Namen noch von der eine Kirche, was am behandelt hat, als er ins Glub gewesen wäre. Aber mitten im Juli, dann wird es Zeit zum Reisen. Die Schab wären alle beide ganz voll, mit Fischöl, gesaltene Fisch und das beste Lara, was er hat mit den Indians getuscht, was er begegnet war. Kriegt sie, als er versprochen hat, leitet John Squanto und den anderen Indier durch, wo sie gewohnt hatten. Die Reise trainen landen wie gemütlich. Im Bild, dann können sie die englische Kantbutter all sein. Und am Ende von August. Beinahe 24 Stunden. Dann hat John in London alles verkauft. Und das gibt um 8000 Pfund Geld. Das meiste von dort ging nicht die, was am hatten Geld gelegt. Aber 1500 von dort können er für sich halten. Das wir nicht, dass John wird haben könnt mehrere Jahre ganz gemütlich leben von dort. Aber er hat andere Gedanken. Er will nicht Männer mitnehmen nach England, dass er dort eine Kolonie anfangen. Diesmal Raum wird nicht sehr schwer, das Geld zu kriegen. In 9 Monaten später, dann wird John bereit, um nach Nordamerika zu seilen. Er hat 2 Schiffe bereit. Ein wie ein großes Schiff von 200 Tonnen und das andere wie kleiner, 50 Tonnen. Da wären 50 Arbeiter, die alles handeln würden, und 44 Kolonisten. John hat diese Männer alle selbst einzeln ausgewählt. Und er war sich sicher, dass die würden von eine Kolonie machen. Er plant, diese Kolonie selbst zu leiten. Und er vertelt ihm, dass sie würden nicht zurückkommen nach England, aber 5 Jahre am wären. Das wird aber unterbrochen von einem großen Sturm, 350 Meilen ab das Butternab. Das größere Schiff brach und kann nicht wieder seilen.
En met een schwarer hart ordert John dat het wordt 3 reizen im land. Als dat bij Plymouth aangekomen weer, dan had het schap zoveel woede gekregen, dat het niet meer gangvaardig te merken. Zo entschloot John zich dat te verkopen, voor wat immer hij kreeg. Daarmee kon hij een kleinere boot kopen, en hij maakte zich ware op een reis, ditmaal ram wil hij dat zelf steren. Hij hoopt, hij wordt het andere schap bald nu zijn. Wanneer hij bloos gewusst had, wie gefährlich deze reis kon zijn, dan wird hij Plymouth vielleicht niemals verloren sein.